Von doch könnt wir uns krallen wiesen. Der 1. Juni ist der Tag von Nagellack. Der wird in den USA als seit 2017 viert. Das hat sich so ein amerikanischer K von Nobel Studios gedacht. Und den 1. Juni wollen sie dürfen haben, wie das denn der meteorologische Sommeranfang ist. Und der fällt der Hauptmann mit den Anfang von der inoffiziellen Nagellack-Saison. All im 5500 vor Christus hat sich die Lü in freie China ja mehr Fingernagels mit Plantenfarbe verschönert. Damals wird dieser Ort von Nagelsmuck man bloß was für die Mannslü. Das wäre damals so ein Taken für Macht und Geld. In Ole Ägypten habt mit Kleopatra und Nofretete die ersten Pflanzmenschen die rote Farbe für Nagels entdeckt. In Europa ging das mit Nagelpflege erst im 18. Jahrhundert los. Laut uns doch mal in Kottereis der die Geschichte von der Nagellack mocken. 1800. Grot und Maut sind Kottennagels in Mandelform. Von an ward sie parfümiert und mit rotet Öl und Lederlappens ob Hochglanz brücht. 1900. Die Fingernagels ward mit Metallscheren sneden und achterno mit Metallfielen in Form brücht. Dat sie mehr Glanz kriegt, massiert ein infaft Cremes und Puder in den Nagels mit in. 1920. Filmstars ward nur das so neumte Kindchenschema sminkt. Grote Augen, grote Snut, lütte nix. Kotte Horsch wird das denn noch mal betonen. Für den Nagels gibt es immer noch keinen rechten Lack. Man, die Autoindustrie schafft dir den Autolack ein gaude Grundloch. 1925. Ein durchsichtig rosarote Nagellack kommt auf den Markt. Hey ward bloß in den Nagel mit obdrogen. Der Mond und der Spitz blieft ownfarb. 1932. Charles Reeveson und sein Bruder Joseph stellt der Haupt mit Charles Lachmann Nagellack her, der ein Ownstriepen obdregen kann. He besteht nicht ut Farbstoffen, man ut Farbpigmenten. Der lot sich beide ablösen und muckt ein größere Utwohl an Farben möglich. Mit der Marke Revlon kommt Rottöne von hellrot bis purpurrot auf den Markt. 1934. Anna Hamburg und Kalifornien kriegt ein Patent auf künstliche Nagelfarbe, die ein einfach abdrehen und wieder entfernen kann, ohne dass durch den Nagel an Schoden annehmen deit. 1950. Die Welt von Nagellack ward immer bunter. Nu ward sonderlich düster Farben oder auch natürliche helle Farben genommen. 1980. Der Nagel ward nun nicht mehr bloß mit ein Farbe verschönert, nein, dort kommt noch ein extra Farbe mit dazu. Foken auch mal Smoke-Stains und andere Accessoires. 1990. Das neue Jahrtausend fängt mit einem Nagellack-Stift von Margaret Astor an. Der gibt den Farbe als ein Filzstift an den Nagel ab. 1995. In dem Film Pulp Fiction trägt Uma Thurman das erste Mal den Nagellack Rouge Noir von Chanel. Das meist zweite Rot von den Lack ward furz ein Hit und wird hüt noch gern von den Doms droben. 2009. Ob der Pariser Fashion Week im März stimmt Karl Lagerfeld den Nagellack ob die Accessoires von den Couture-Kleider ab und muckt damit den Weg frei für die Farbe blassgrün. Und je? Trägt je auch Nagellack und wenn jo, was ist schon liebste Kleur dabei? Oder habt ihr das gern einfach so, als die Natur das gemacht hat? Dann schreibt mir das doch mal gern in so einen Kommentar. Ich freu mich da ab.